Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Was sonst? Wir sind ja schon ziemlich viele Folgen dran und zwar sind wir ja auf dem Weg zum Level 120 werden. Ich bin da noch ein paar Quests stecken geblieben. Und wir haben, wie wir sehen, sind die ja schön verteilt über die ganze Map zu. Und jetzt habe ich gerade überlegt, machen wir uns direkt einmal auf dem Weg. Wir sind ja da auf dem Himmelsbrecher drauf. Jetzt müssen wir halt mal schauen, entweder machen wir jetzt von da aus oder von da oben aus. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal ab, dass ich mal überhaupt sehe, wo mein Pfeil da genauer ist, dass ich da nicht so nicht im Nichts hinein, nein, sogar auf da nebendran. Wir sind nicht in dem drin, sondern in dem drin. Dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal geradeaus auf den Weg zur gefährlichen Gewandung und Befehlskette, wo wir ein paar Aufseher töten. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen, denke ich jetzt mal so. Ja. Da vorne sehe ich ja schon das erste Ziel. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, ob Dings. Der Aufseher Feodrix, Jakon, Verai und Savrin. Muss ich die Augen wirklich gut offen behalten, dass ich einen von denen verwünsche. Also, da haben wir den ersten. Okay, mit 5000 Leben. Das habe ich mir schon ein bisschen schlimmer vorgestellt. Außer Peter Inst. Nein, das ist keiner von denen. Das ist wirklich nur der da. Muss ich aber schauen, dass ich da schön landen kann, dass ich da nicht von jedem Einzelnen angegriffen werde. So. Und dann würde ich aber mal sagen, wir räumen jetzt sicher mal zuerst den aus dem Weg, damit der sicher uns mal nicht störend angreift, wenn wir dem mal eins auf den Zipfel hauen. So, ach, er kommt schon von der Lauf. Alles klar. So, da. Ah, da kommt gerade nochmal der nächste an. Ah! Wieso nur? Jetzt habe ich mich da in Ruhe um die kümmern und dann kommen da... Ah, jetzt kann er mir sogar noch Blut saugen. Komm jetzt. Und geht im Schicksal nicht und stirb einfach. So. Ja, ich habe mir noch gedacht, dass am Schluss greifen noch mehrere aufs Mal an. Und eigentlich gehofft, ich kann damit irgendwie umgehen. So, dann machen wir die gerade mal noch. Am Schluss doch mehr gestorben, als ich eigentlich kann wählen und erwartet habe. Aber wenigstens haben wir das schon mal erledigt. So, dort. Jetzt habe ich fast noch einen vergessen da. Wenn ich dann schon das Gefängnis einschliessen, oder? So, la. Nice. Und jetzt sind wir aber gerade in der Zone noch rein, und zwar dunkles Gefäß. Nutzt nimmt eine Probe aus dem Kessel der Kultistin Aldur. Haben wir da gerade einen Kessel? Haben wir da gerade irgendwo noch einen Kessel? Wieso aussieht nicht, hä? Das heisst, ich gehe noch schnell in die Luft rauf. Ich da meine Ruhe haben. Aber wir müssen da einen Kessel. Da hinten, das sieht nach einem Kessel aus. Das sieht nach einem Kessel aus. Okay. Dann würde ich sagen, den schnell wegräumen und dann müssen wir mal schauen, ob wir das gerade hier einsetzen können. Ob das auch das ist, was ich meine. Das ist kein Blutkessel. Oh, da hinten nochmal einer. Ach, Jägli, die Lölis hier. Die Lölis haben wirklich das Gefühl, sie dürfen sich da drin mischen. So. Was erhalten wir denn da immer? Auf dem ausgewählten dunklen Unterwerferwerfer, um diesen gegen seinen Willen zu verkleiden. Die Reichweite beträgt 30 Meter. Okay. Das hilft mir gerade so nicht weiter. Benötigt Kult... Ist das kein Kessel? Komm, ich stehe mal da oben drauf. Nein, das ist in dem Fall nicht der Kessel, den ich gemeint habe. Mann! Mann! Den halt nicht! Den halt nicht! Dann schauen wir mal, wo die Lölis die sonst versteckt haben. Ob die überhaupt auf dem Dach oben soll sein oder vielleicht sogar an einem anderen Ort. Ja, halt, Sally. Greift mir schon der nächste an. Aber es könnte aber auch gut möglich sein, dass die im Gewölbe drinnen sind und gar nicht da. Dann muss ich mir wirklich mal schnell da unten mal güchseln, ob es da irgendeinen Eingang gibt oder irgendetwas. Hallo? Ich bin mir da jetzt gerade ziemlich unsicher, was die meinen mit... Oder ist das... Verwechsel ich gerade Quest? Tode Unterwelt zu... Ah, Mann, ich habe Quest verwechselt. Oi, Jägeli. Das passiert aber auch mir, oder? So, darum sind nämlich die Kugeln, ne? Mit denen muss ich wahrscheinlich jetzt... Aber wenn ich in den Kampf verwickelt bin, geht das nicht. Okay. Okay. Aber dunkle Unterwerfer zu Tode gestürzt.
probieren wir das einmal. Was? Keine Wache! Okay. Wir benutzen die eigenen Waffen gegen sie selber. Hä? Was, der rührt sie da einfach oben runter. Der kennt aber auch gar nichts. So, bei dem hat es jetzt nicht funktioniert. Wir sind irgendwie zu näher ran. Aber wir brauchen ja in dem Fall eh noch 2 Kugeln. Heiland, sag noch einmal, ist das gerade brutal gewesen. So, wieso ist das ein ungültiges Ziel? Wieso ist das ein ungültiges Ziel? Müssen das solche sein mit so einem... Ah, das müssen solche sein. Okay. Ah, wir sind da noch im Kampf verwickelt. Nein, nicht der! Drachenfalken, nein! Ah, Mann! Die Drachenfalken wieder. Sie haben es wieder gut gemeint. Aber am Schluss ist dann doch so ein richtiger gewesen. Kann ich das jetzt nicht einsetzen, weil ich im Kampf bin? Ah, Mann! Mann! Zuerst verstehe ich die Quest falsch. Jetzt greife ich die noch automatisch. Oh, mein Gott, bin ich ein Löli. So. Haben wir da noch so einen? Da haben wir noch so einen. Das ist zu weit entfernt. Wenn ich jetzt nicht gehe, greift er mich an. Ah, das ist so das ist der Aufseher. Ich sollte noch mal ein bisschen mehr lesen, vielleicht funktioniert denn das auch. So, wo haben wir denn da noch so einen? Da hinten haben wir noch so einen. Dann schaue ich mir den ganz kurz mal noch schnell an. Ah, komm, ich mache das jetzt so rum. Wo das Riesenviech da noch auftaucht. So, den tun wir jetzt hier ins Visier nehmen. Jetzt greift mich da schon wieder der nächste Aufseher an. Mann, das ist mühsam. Und da haben wir auch noch mal einen. Ah! Jägerli! Die Lölis, die wollen einfach alle wissen, die haben alle so das Gefühl, so, ey, dem können wir es zeigen. Und am Schluss kommen sie von mir eins auf den Deckel über. Ach du auch noch. Wieso? Nochmal jemand. Ah, Jägerli. Hoppla, Schorsch, wenn ich halt alle wissen, am Schluss muss ich das einfach die Quest erledigt haben. Das ist mir das Wichtigste. So, ich hoffe, jetzt haben sie es langsam geschnallt. Probieren wir es dann nochmal bei der. Und jetzt schauen wir zu. Moment mal, ich habe nichts aktiviert. Keine Wache. Ah, okay. Ja, da bist du jetzt selber schuld. Und tschüss. Stirbt die aber jetzt wirklich? Da kann ich die sogar noch looten, ne? Wirklich. Ja, da stirbt die, verschwindet sie also gerade um die Leiche. Okidok. Dann haben wir die 2 Quests eigentlich schon mal gut erledigt. Mit ein paar Hindernissen. Dann würde ich sagen, wir machen uns so auf den Weg. Dann haben wir nämlich Befehlskette. Dann müssen wir den nächsten Aufseher töten. Und dann haben wir gerade noch die zweite Quest am Start. Und kann ich produziert werden. Blaue Probe genommen, grüne Probe und dunkle Probe. Das Mal ist es die richtig. Jetzt dürfen sie ja nicht nochmal verwechseln. Aber ich würde sagen, ich versuche jetzt zuerst mal mich um den nächsten Aufseher zu kümmern. Weil die Quest finde ich noch ziemlich amüsant. So, das wird sich gerade da vorne verstecken. Hallo! Ah, da hat es auch wieder so viel umeinander, hä? Ich muss so den Aufseher suchen. Aufseher, das wird wahrscheinlich jeder sein, hä? Ja, aber es stehen auch wieder 1 Million von diesen komischen Lölis umeinander. Okay, kann ich den anderen locken, jetzt einer schnallt? Ah nein, weil das seine Fähigkeit ist. Gut, sie schnallen es nicht. Sie beobachten ihn alle, aber sie schnallen es nicht. Oder? Außer Verei. Verei, oder? Spricht man das so? Verei. Ich glaube, so spricht man das aus, aber dann haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Ah, der nächste Aufseher will gerade auch umdecken. Ah komm, dann machen wir gerade den nächsten Aufseher und dann machen wir uns auf zu der nächsten Quest. Ich denke, das sollte eigentlich eine gute Vorgehensweise sein. Spinnst? Wer ist das gewesen? Hey, so. Der nächste Aufseher, das ist der Jaegon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So. So, solange kein weiter drin ist, ist alles gut. Jawohl.
Drachenfalken. Asse. Friss. So. Ah, du musst jetzt doch nicht drin. Ich wäre so gerne Millionär. Was haben wir denn? Plünder 10.000 Gold. Wow. Das ist nicht gerade wenig. Aber so viel haben wir auf jeden Fall sicher mal nicht. Ich muss ganz kurz unterbrechen an der Stelle, danke. 2000 Jahre später. Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Sorry für den kurzen Unterbruch. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Telefonat gekommen, wo ich schon dran gehen. Aber wir haben den Aufseher via Gondas schön easy können eigentlich erledigen. Das haben wir jetzt gut erledigt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben verloren, weil irgendwie so schnell wie möglich auf die Seite noch rennen. Sorry nochmal wirklich wegen diesen kurzen Umständen, aber auf das Telefon warte ich seit langem und jetzt bin ich gerade froh, dass das gerade reingekommen ist. Jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt gerade momentan noch Ruhe habe. Aber ich würde mal sagen, wir machen uns gemütlich mal auf den Weg weiter. Jetzt habe ich halt ein bisschen Leben verloren. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwie noch etwas zu essen mit dabei habe. Eigentlich. Nicht wirklich, hä? Nein, Mann. Schade. So. Sorry wirklich nochmal. Kann passieren. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Normalerweise könnte ich das halt schön cutten, aber jetzt, wenn ich da Facecam habe, ist das ziemlich schwierig, so zu tun, als wäre nichts passiert. Darum, yeah. Und ich glaube, das wäre sogar schon mal der erste Kessel, den wir hier haben. He? Also das wäre der Aufseher Savrin und da hätten wir den ersten Kessel. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt wirklich mal gemütlich zuerst um den ersten... Um den Sauer dann, da, Savrin. Ich weiß nie, wie ich den Namen genau muss aussprechen muss. Mann. So, dann erledigen wir den mal ganz kurz. Räumen wir ihn schon aus dem Weg. Komm, Löli. So, dann muss ich nochmal jemand reinmischen. Ich weiss nicht, ob das sogar automatisch ist, dass wenn ich ihn angreife, dass halt wenigstens 1, 2 sich reinmischen. Das kann natürlich dann auch noch sein. So, dann haben wir das erledigt. Dann machen wir uns auf zum Kessel. Das sind sogar, glaube ich, gerade alle 3, hä? 1, 2, 3, jawohl. Ich muss zuerst etwas anbieten. So. Bringt uns eh nichts, da versuchen anzuschleichen. Mich wird wahrscheinlich sowieso angegriffen von jeder Seite. Das heisst, die Lölis wirklich mal ausschalten, so plus minus. Aber jetzt kann ich noch ein bisschen beschissen. War. So rum. Genau. So. Jetzt kann ich mal von der Hinterseite anschleichen. Da muss ich wenigstens nicht mehr aufs Mal, sondern wirklich nur jemanden töten. Und da muss ich, wie es aussieht, sowieso alle wegräumen. Dann würde ich sagen... Kann ich ja. So, jetzt... Let's do it! Ich habe kein Ziel. So, gerade der nächste. Oder? Come on, der letzte. Dann sollten wir da eigentlich in aller Ruhe können den Topf alle Proben entnehmen. Alle dunklen Proben. Ja, der kommt natürlich jetzt extra da noch in die Nähe. Es ist einfach immer das Gleiche. Wenn ich am Spielen bin, Glück habe ich eindeutig kein. Ich brauche ein Ziel. So. Dann haben wir die letzte Probe auch noch genommen. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns kurz auf den Weg runter. Dann haben wir die Quest nämlich erledigt. Jetzt bleibt da noch eine, und zwar Soronitemin-Sklave gerettet. Also wir müssen 10 Sklaven retten da vorne. Oder wir machen uns direkt mal schnell aufs Boot nochmal zurück da vorne. Und von dort aus dann über. Ich würde sagen, wir machen es lieber so rum. Vielleicht haben wir ja Glück und können gerade nochmal eine Quest separat dazu über. Das wäre natürlich ziemlich schmackhaft. Würde ich sagen, let's do it. Nein, das ist wieder das Allianzer-Ding. Wo ist denn so Org-Ding? Das ist da hinten. Das wäre da hinten. Ja, komm, das nervt mich jetzt. Das nervt mich. Das mache ich nicht. Das ist ein langer Weg. Dann machen wir uns lieber auf, gemütlich zu der Quest da vorne. Und zwar Samoriten Minensklaven gerettet. Irgendwelche Minensklaven. Das heisst, es werden wahrscheinlich dann auch im Berg innen sein. Muss ich dann ein bisschen die Äugel offen behalten. Wo man da irgendwo dann reinfliegen kann. Weil Minensklaver in der Mine arbeiten. Das sind noch die mit ihren... Wie Minecraft. Also Minecraft. Ich mache jetzt auch noch ein kleines Späßchen. Aber ich glaube, das könnte da sogar der Eingang sein. Jawohl. Ich gehe davon aus, dass wir da rein müssten, in dem Fall. Mal schauen, dass wir dann nirgendwo entdeckt werden und abgeschossen werden. Da ist noch ein paar Valkylen. Valkylen. Nein, das spricht man anders aus. Valkylen. Ja, egal. Ich habe mir probiert Mühe geben. So,
tun wir da nochmal schnell die erste Valkyrie. Valkyrie, spricht man es aus. Zuerst etwas anvisieren. Irgendwann bringe ich es doch an. Mein Gott. So. Verschwindet, wir retten euch. Geht schon, seid frei. Ah, du willst gar nicht. Wir retten dich und du willst nicht. Aber das ist schon ein bisschen happy. Das ist aber schon ein bisschen happy. Komm, schalten wir die aus, so. Dann ist sie also im Weg, weil da oben müssen wir sowieso, da haben wir noch den Dunkelpriester irgendwas, wo noch mal eine Quest für uns hat. Um die wollte ich mich natürlich auch noch kümmern. Geht schon. Wieso nicht? Was hat er denn für ein Problem, der Glatzkopf? Ich habe ja auch wenig Haar auf dem Kopf, darum darf ich das auch sagen. Also man darf nur etwas sagen, wo man selber auch annimmt. Aber... Jägeli. Komm, dann gehen wir mal zu ihm über. Dann können wir ja die rundum frei machen da. Hoffen wir, die haben mehr Freude daran, dass wir sie befreien. Der will gar nicht. Ah doch, jetzt. So, nein, ich mache einfach mal weiter. So, Dunkelsprecher Erkim, dem Saroniten, möchte, dass ihr den Schlüssel des Großknechts beschafft und so seine Ketten zu öffnen. Für das würden wir neue Füße bekommen. Vielseitigkeit recht viel. 4 Rüstung, 2 Beweglichkeit, 4 Ausdauer. Spieleranzahl 3. Wir sind 3. Gut machbar. Wahrscheinlich ist das der da, oder? Nein, der ist es nicht. Wo ist denn der? Ist der denn überhaupt da in den Minen rein? Findet sich der da überhaupt in den Minen rein? Vielleicht da weiter unten dann, hä? Nein, das ist glaube ich einfach eine Lücke. Das ist einfach eine Lücke. Ui, was war das? Schlüssel des Grossknechts. Doch, das ist schon der. 14.000 Leben. Ja, das ist gut machbar. Solange sich da keine Valkyrie drin mischt, das heisst für mich, ich räume... Nein. Bleibt ihr dort stehen? Also wenn ihr dort stehen bleibt, komm, ich räume sie weg, dann habe ich den Platz. Dann habe ich den Platz, um da in Ruhe das Zeug erledigen. So, la. Dann erledigen wir die Grossknecht Hall drin. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein. Wenn er nicht allzu viel Schaden macht. So, nein, das funktioniert easy. Wirklich so, das dritte funktioniert das ziemlich gut. Das ist halt wirklich, glaube ich, ein guter Vorteil, was ein Jäger hat. So, eben Einzelkämpfe sind sehr gut. Sobald wir jetzt hier in den Kampf hineingehen, wo mehrere aufs Mal kommen, habe ich persönlich noch ein bisschen Mühe. Aber ich glaube, das könnte auch an mir selber noch liegen. Dass ich das einfach mich noch daran gewöhnen muss, wie man das genau muss erledigen muss. So, Schlüssel haben wir. Und noch 3 Sklaven fehlen. Ich würde sagen, Quest beenden. Und Level Up! Nice! Meisterschaft Herdtier. Okay. Das ist, glaube ich, die erwartete Fähigkeit, die ich hatte. Und zwar diese hier. Zauberbuch. Das da. Und wir haben nämlich jetzt Meisterschaft der Herdtiere passiv. Jetzt haben unsere Drachenfalken 15,2% mehr Schaden, die sie ausfügen. Das ist natürlich eine ziemliche Menge an Schaden wieder mehr. Pro Drachenfalken wäre das ja 15. Das heisst 30% mehr Schaden, die wir jetzt mit unseren Drachenfalken machen. Also schon ziemlich nice. Wieso die sich nicht befreien lassen, das verstehe ich einfach noch nicht so ganz. Hallo? Gerade ab. So. Komm, du willst aber. Ich will nicht gehen, ich will hier bleiben. Hä? Was läuft mit denen ab? Die wollen ja gar nicht gerettet werden, warum rette ich sie denn? Also da fangen bei mir auch schon ein bisschen Fragen an. Sind das denn wirklich Sklaven oder wollen die denn da ihr Zeug machen? So, komm, den Zwerg retten wir noch, der will sicher. So. Ah, noch einer fehlt. Noch einer, stimmt, einer ist ja nicht so ganz dafür gewesen. So, 10 Stück von denen. Jetzt schaue ich, dass ich mich da schön dafür bewegen kann. Drachenfalken, Niederschwingendrachen und let's go. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen uns mal direkt zurück auf unser Kriegsschiff. Folgt mir da jemand? Ja, die fliegt mir wirklich nach. Zuchtmeisterin heisst sie sogar. Zuchtmeisterin, die züchtet die. Sie züchtet Menschen. Okay.
Okay, okay, okay. So. Haben wir da noch eine kurze Strecke zum drauflegen? Die Füße, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir schon am Überlegen, sie anzuziehen. Weil vom kritischen Trefferwert her sind wir ja gut drauf. Vielseitigkeit haben wir aber 1%. Ich weiß jetzt nicht, was macht denn das für einen Unterschied? 3 zu 2%. Dann wären wir wieder auf 25. Ja, komm, lassen wir die. Ja, komm. Ziehen wir es mal an. 25% kritischer Trefferwert ist eigentlich schon ziemlich in Ordnung. So, dann geben wir mal gemütlich unsere Quests mal ab. Dann schauen wir nach, ob die noch mal etwas anderes haben. Quest beenden. Quest beenden. Dann haben wir sogar neue Schuhe nochmal bekommen. Keine Wanze. Koltier an Bord Ogrimas Hammer möchte, dass ihr 5 dunkle Materien sammelt und in Uldor Tan einen dunklen Boten beschwört. Okay. Dunkle Materie kenne ich jetzt eigentlich eher aus dem Weltall. Ich habe sogar gestern gerade etwas darüber geschaut. Koltier an Bord Ogrimas Hammer möchte daraus die 3 Seitenforschung der Kultisten von den Forschern der Kultisten in Aldutar sammeln und damit eine These über den Kult der Verdammten zustellen. Gibt vollen Spieleranzahl 3. Die Quest nehmen wir doch liebend gerne mal an. So können wir sie. Oh, jetzt haben wir sogar eine da oben, dunkle Materie. Okidok. Dann haben wir da auf dem Weg noch einen. Und zwar beim Bruder. Hey Bruder, Quest beenden. 5 tägliche Quest abgeschlossen. Also wenn man das noch genau gesehen hat, was ich dort schon habe, sind 500 tägliche Quests abgeschlossen. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. So, wir haben Erfolg. 5 tägliche Quests abgeschlossen. Kann ich reproduziert werden? Weiter, Quest beenden. Und er hat nochmal eine für uns mit einem neuen Bogen, aber wir haben schon niemand frei. Und zwar Chefingenieur Kumpflager an Bord Ogris Hammer möchte, dass er einen windenden Maser in einen der Kisten in Aldutan werft. Okay, ich muss irgendetwas in Dings rühren, ich einen Gegenstand. Also das. Nein, das ist mit der dunklen Materie. Okay. Kann ich da eigentlich auch schiessen? Kann ich da nicht schiessen? Ja, dann halt. So, dann machen wir uns auf dem Weg mal zu diesen Quests da oben. Dunkle Materie und besudelte Essenz. Und nachher können wir uns dann mal um die unteren kümmern. Jetzt hat sich wenigstens mal die Anzahl von unseren Quests abgenommen. Wir haben schon ziemlich gut EP nochmal sammeln. Das ist natürlich ziemlich nice. Nächstes Talent komme ich dann mit Level 90 erst über. Ich habe eigentlich gedacht, mit 80, aber mit Level 90 ist natürlich auch etwas. Begleiter habe ich doch ausgewählt, dass ich die da habe, nicht? Bin aber ziemlich überlegt, ob wir das auch mal abändern. Aber ich finde das Tanky eigentlich schon mal gut, damit sie mehr Leben haben und besser überleben. Jägerli. Wow. Guten Morgen. So. Wenn wir uns zuerst kümmern, dunkle Materie, komm. Kümmern wir uns zuerst mal um die. Ah, die kommen wir dem von diesen Beschwörungssteinen in dem Fall über. Sehe ich das richtig? Okidok. Okidok. Das ist dort natürlich ziemlich nice. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, ich versuche zuerst mal noch richtig wach zu werden. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es heisst, Runde WoW mit eurem Schweizer. Und Entschuldigung nochmal, wegen dem kurzen Unterbruch. In dem Fall, tschüss.